zusammen! Hey, die Ferien sind schon vorbei und wir würden mega gerne hören, was ihr so macht oder was ihr besser gesagt gemacht habt und ob ihr das schöne Wetter genossen habt. Wir haben jetzt auch die Deko schon wieder ein bisschen auf Frühling geändert, weil jetzt wird es wieder ein bisschen wärmer und man kann wieder mehr draußen sein. Schreibt uns doch, unten ist der Link eingeblendet, was ihr so gemacht habt. Wir würden uns mega freuen darüber. Hey, mega. Und die letzten paar Wochen in all diesen Sendungen, die wir gesehen haben und die Geschichten, die wir gehört haben, ist eins immer wieder gross geworden. Nämlich, wie sehr Gott uns Menschen liebt. Ja, Gott ist selber auch die Liebe und er will nur das Beste für uns Menschen. Und er hat auch im Neuen Testament einen Vers, wo drin steht, und zwar im 1. Johannes 4, Vers 9. Gottes Liebe zu uns ist aber für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch Christus ein neues und ewiges Leben haben. Ja, und es gibt ja auch so ein schönes Lied, das genau um das geht, nämlich um die Liebe Gottes. Und das haben wir jetzt miteinander singen. Heute starten wir mit der Geschichte, wo es um eine Frau geht, die Gottes Liebe hat erfahren und auch so erlebt hat. Und das, obwohl sie sehr viele unschöne Sachen in ihrem Leben erlebt hat. Als Kind zum Beispiel hat sie immer wieder mega fest Angst gehabt. Aber auch in dieser Zeit hat sie wissen, dass Jesus bei ihr ist. Aber wie ist das nun möglich? Nolli, ich habe so Angst. Schau mal dort hin an der Wand. Siehst du die grosse schwarze Spinne? Cori, die macht dir doch nichts. Die ist ja nur dort an der Wand. Ja, genau kommt sie da über. Ich habe Angst. Nein, du musst keine Angst haben. Die hat mehr Angst vor dir als du vor ihr. Sicher? Ja, sicher. Aber jetzt hast du das Geräusch gehört. Ach, das Cori. ist sicher ein Räuber, der kommt. Nein, das Kann ist sicher der Papi, Nolli? Also, komm zu mir, Cori. Aber dann schlaf bitte. Oh, ich habe Angst. Du musst doch keine Angst haben. Für so ein 4-jähriges Mädchen kann das schon recht gefährlich sein, wenn es so dunkel ist und man allein im Raum ist. Dann sieht alles plötzlich so gefährlich aus. Zum Glück hat sie ihre grosse Schwester, Nolli, bei der sie im Bett schlafen konnte. Am nächsten Morgen im Licht hat schon alles ganz anders ausgesehen. Als Cori aufgewacht ist, hat sie schon Stimmen gehört aus der Küche, von ihrem Bruder, von Wilhelm und von ihrer Mutter, die in der Küche am Singen war, von ihren 3 Tanten, die sich unterhalten haben. Und ihre Schwester Betsy hat ihr geholfen beim Anlegen. Währenddem ihre Geschwister in der Schule waren, hat Cori immer ihrer Tante Anna geholfen bei den Arbeiten in der Küche und im Haushalt. Und während der Arbeit hat ihre Tante Anna immer ganz viele Geschichten erzählt von der guten alten Zeit, wo Cori noch viel kleiner war. Cori hat Geschichten nämlich geliebt, über alles. Tante Anna hat dieser Familie geholfen, weil die Mutter von der Cori recht schwer krank war und relativ schwach. Sie hat sich nicht allein um die ganze Familie und um den Haushalt kümmern. Die Mami von der Cori hat ihr auch immer sehr viele Geschichten erzählt. Die meisten von diesen Geschichten waren aus der Bibel. Eine von diesen Geschichten hat Cori ganz besonders gerne gehabt. In dieser Geschichte, es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, da geht es um den guten Hirt.
Es war ein guter Hirt, der hatte eine riesige Herde von 100 Schäfli. Und die Schäfli hat er jeden Tag gezählt. Und an einem Tag hat er gemerkt, dass eines von diesen 100 Schäfli gefehlt hat. Er hat gezählt, 97, 98, 99. Und er ist immer nur auf 99 gekommen. Eigentlich haben die Schäfli mega gut bei diesem Hirt. Sie haben wirklich das beste Gras gehabt. Sie haben es friedlich gehabt. Der Hirt hat für sie geschaut. Sie haben auch nie Angst haben, weil sobald ein Leu oder ein Wolf oder ein Bär kam, hat der Hirt für sie gekämpft und die Schafe haben gewusst, ihnen kann nichts passieren. Aber das eine Schaf, das hat sich gedacht, ja, vielleicht hat es dort ein besseres Gras oder ich kann das auch allein, ich brauche den Hirt gar nicht. Und so ist es einfach von seiner Herde weggelaufen. Und es war im Dunkeln und es hat Tiere gehabt, es hat sicher fest Angst gehabt. Aber es hat dann auch den Weg zu der Herde nicht mehr zurückgefunden. Jetzt denken wir vielleicht, das Schaf ist doch blöd, das kommt ja nie klar allein, das braucht doch seinen Hirt. Aber so oft sind wir doch genau gleich. Jesus ist doch unser guter Hirt. Bei ihm geht es uns gut, bei ihm können wir können ihm alles erzählen, was uns beschäftigt. Bei ihm müssen wir keine Angst haben und er ist immer bei uns. Und trotzdem denken wir manchmal, nein, eigentlich kann ich es auch allein. Und sind wie das Schaf, wir laufen von der Herde weg. Wir kommen in Gefahren, die nie kommen wären, wenn wir beim Hirt geblieben wären. Aber wisst ihr was? Jesus ist ein guter Hirt. Und auch der gute Hirt, der hat nicht gedacht, das Schaf ist selber schuld, dass es jetzt von mir weggelaufen ist. Es hätte einfach bei der Herde bleiben und alles wäre gut gewesen. Jetzt soll es halt schauen, wie es zu Schlag kommt. Nein, dem Hirt ist das eine Schaf so wichtig gewesen. Das eine Schaf hat er so fest geliebt, dass er die 99 einfach stehen lassen hat und gegangen ist, das eine Schaf zu suchen. Und er hat so lange gesucht, bis er es gefunden hat. Jesus ist es auch nicht egal, wenn du dich von ihm entfernst, wenn du von ihm weglaufst. Er möchte doch dein guter Hirt sein. Er möchte immer bei dir sein. Und er möchte, dass du immer bei ihm bist. Und auch wenn du von ihm weglaufst, er hält dich nicht davon ab. Aber er sucht dich immer wieder, weil er dich so fest liebt und weil du ihm so wichtig bist. Er wird dich nie aufgeben. Er will, dass du bei ihm bist. Und damit das möglich ist Jesus so weit gegangen, dass er sein eigenes Leben am Kreuz für dich gegeben hat, damit du bei ihm kannst sein. Wenn man also seine Sünden erkennt, wenn du deine Sünden erkennst und Jesus erzählst, dann wird er es dir vergeben, weil er am Kreuz den Preis gezahlt hat, die Strafe bekommen hat. Und wenn man die Vergebung überkommt von Jesus, dann gehört man auch zu der Herde und Jesus ist der gute Hirt. Cori hat die Geschichte so gern gehabt. Ihre Mami hat sie ihr immer wieder erzählen. Und als sie dann 5 war, hat Cori wirklich verstanden, dass Jesus ihre eigene gute Hirt ist. Und sie hat ihr Leben ganz Jesus übergeben. Von dann an hat sie auch nicht mehr so viel Angst gehabt, wenn sie im Dunkeln war. Und sonst, weil sie immer gewusst hat, dass Jesus ihre gute Hirt bei ihr ist. Ganz in der Nähe von dort, wo Cori gewohnt hat, hat es eine Strasse gehabt. Das war die Medestraat. Das ist jetzt vielleicht ein komischer Name. Aber Cori hat nämlich nicht in der Schweiz oder in Deutschland gewohnt, sondern in Holland. Und in dieser Schmiedestraat haben ganz viele Alkoholiker gelebt. Und die Leute, sie sind oft schon früh am Morgen besoffen gewesen und dann haben sie miteinander gestritten. Und dann ist es ziemlich schnell einmal auch zu Schlägereien gekommen. Und wenn es ganz heftig war, dann hat sogar die Polizei kommen. Und dann haben sie die Leute genommen und ins Gefängnis gebracht. Ja, eigentlich sind die Leute ja selber schuld. Sie haben geschlägelt und sie haben sich nicht so verhalten, wie man sollte. Aber Cori, die hat das ab und zu gesehen und mitbekommen. Und sie hat so Mitleid bekommen mit diesen Menschen. Sie hat gewusst, die sind nachher in einer kalten, dunklen Gefängniszelle. Die sind einsam und allein dort. Und die Menschen sind doch eigentlich wie die verirrten Schafe, die nicht beim Hirt sind. Und sie hat Mitleid mit ihnen. Aber was kann denn so ein kleines 5-jähriges Mädchen wie Cori war, was kann sie schon machen? Sie hat sich überlegt, was sie machen kann, und ihr ist die beste Idee gekommen. Es war das Beste, was sie machen konnte. Sie hat gebetet und sie hat gesagt, Herr, rette doch alle Menschen aus dieser Schmiedestraat. Cori hat erkannt, dass wirklich jeder Mensch Jesus braucht. Gerade besonders die sich schlecht verhalten oder die ins Gefängnis kommen.
Vielleicht kennst auch du Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Deine Freunde, Nachbarn, Verwandte. Und auch sie brauchen Jesus. Jeder braucht einen guten Hirten, Jesus, der bei ihm ist. Ja, vielleicht denkst du jetzt auch, wie kann Gott so ein kleines Mädchen wie Cori brauchen? Oder wie kann Gott dich brauchen? Wie kann Gott mich brauchen? Aber Gott kann jeden Einzelnen brauchen. Es war später so, als Cori schon ein bisschen älter war, ist sie als Leiterin in einem Mädchenlager. Dort hat es ganz viele Mädchen und nachher haben sie so geredet und eins hat gesagt, «Hey Cori, weisst du was? Ich wohne im Fall mega in der Nähe von dir. Ich wohne in der Schmiedestraße.» Und das andere Mädchen hat gerade gefunden, «Was, du auch? Ich im Fall auch.» Und so sind ganz viele andere Mädchen dazugekommen, die auch entweder dort wohnen oder dort gewohnt haben oder ihre Eltern haben einmal dort gewohnt. Jedes einzelne Mädchen hat irgendeinen Bezug zu dieser Straße gehabt. Und in diesem Camp haben ganz viele von diesen Mädchen Jesus kennenlernen und als ihre gute Hirte annehmen. Und auch diese Mädchen, die haben wieder ihren Familie und Freunde und Nachbarn davon erzählt. Und es sind mega viele Menschen aus dieser Schmiedestraße gerettet worden. Und das hat alles angefangen mit dem Gebet von einem kleinen Mädchen. Denk niemals, wenn du etwas betest, dass es nicht wichtig ist oder dass es Gott nicht gehört oder dass du zu klein bist, zu unwichtig. Nein, Gott hört jedes einzelne Gebet, das man zu ihm sagt. Genau du bist Gott mega wichtig. Und Gott beantwortet Gebet auch immer. Dir kommen jetzt vielleicht ganz viele Gebete in den Sinn, wo du denkst, ja, ich habe jetzt um etwas gebeten, aber ich habe das eigentlich nie bekommen. Es ist aber anders. Jetzt stell dir mal vor, du gehst zu deinen Eltern und du fragst sie etwas. Du fragst zum Beispiel, Mami, ich würde so gerne in einen Sportverein, zum Beispiel in die Mädchenriege oder in einen Fußballverein. Und dann sagen deine Eltern vielleicht, okay, ist gut, wir können dich gerade anmelden. Oder dann sagen sie, ja, schauen wir mal, wie dein Zeugnis rauskommt und dann schauen wir, ob du überhaupt noch Zeit hast für so etwas. Oder dann sagen sie, nein, schau, im Moment haben wir keine Zeit für das oder im Moment können wir das leider nicht machen. Und so gibt auch Gott immer eine Antwort. Es ist wie bei einem Lichtsignal. Manchmal steht das Lichtsignal auf grün. Und dann ist die Antwort ja. Du betest um etwas und es passiert gerade so und du siehst, Gott hat dein Gebet erhört und es ist genau so gekommen, wie du gebeten hast. Oder dann steht das Lichtsignal auf orange und dann heisst es, warte noch, es ist noch nicht an der Zeit. Manchmal steht das Lichtsignal aber auch auf rot und dann heisst es ganz einfach nein. Gott will nur das Beste für uns. Er sieht alles und er weiß alles. Und weil er alles weiß, weil er das ganze Leben sieht und kennt, weiß er auch, welche Antwort die beste ist. Und manchmal ist es Nein die beste Antwort. Wir dürfen Gott ganz vertrauen, dass er nur das Allerbeste für uns will, dass er immer Kontrolle hat und dass er einen genialen Plan hat, auch für dich. Und Cori hat vielleicht, als sie als Kind gebetet hat, auch gedacht, ja, Gott hat mein Gebet überhaupt nicht gehört. Es ist ja nichts passiert. Ja, für was soll ich denn überhaupt noch beten? Aber das Lichtsignal war dort einfach auf orange. Gott hat gesagt, oder nachher hat Cori gemerkt, dass sie einfach nur warten musste. Aber Gott hat ihr das Gebet gehört. Egal wie alt oder wie jung du bist, Gott bist du wichtig und er hört jedes einzelne Gebet von dir und er antwortet auch. Du hörst es nicht immer, du merkst es nicht immer, manchmal siehst du es im Nachhinein, aber Gott hört jedes Gebet. Eines Tages ist Cori mit ihrer Familie zu einer anderen Familie gegangen auf Besuch. Sie haben nämlich dort Familien geholfen, die etwas ärmer waren, die nicht so viel Geld hatten. Und Cori und ihre Schwester sind dort gerade zum Wiegeli gegangen, weil sie gehört haben, dass die Familie ein Baby bekommen hat. Und als sie zu dem Wiegeli gegangen sind und das Baby berührt haben, haben sie gemerkt, dass sein kleiner Körper ganz kalt war. Das kleine Baby war nämlich tot. Cori ist verschrocken. Noch nie vorher hat sie so mit dem Tod zu tun gehabt. Sie hat vorher sicher schon davon gehört, aber noch nie war ihr so bewusst, dass es den Tod wirklich gibt. Und ab dem Moment hat sie so Angst gehabt, weil sie gewusst hat, es kann jeden Moment passieren. Jeden Moment könnten meine Eltern oder meine Tanten oder meine Geschwister sterben. Oder alle miteinander. Und dann stehe ich ganz allein auf dieser Welt. Und sie hat plötzlich mega Angst gehabt.
Es hat sie nicht mehr losgelassen, es hat sie so fest beschäftigt. Am Abend nach der Nacht hat ihr Vater wie jeden Abend einen Psalm vorgelesen. Und an diesem Abend ist gerade der Psalm 46 gekommen. Und im Vers 3, da lesen wir: Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken. Und Cori hat gewusst, ganz egal was passiert, eigentlich müssen wir doch gar keine Angst haben. Gott hat es schon im Griff. Sie hat sich immer noch viel Gedanken gemacht und sie hat gebeten zu Gott, dass er doch ihre Verwandten noch ganz lang für immer bei ihr auf der Erde lässt. Und dann am Abend, wo ihr Papi ins Zimmer kam, um ihr gute Nacht zu sagen, hat sie endlich Gelegenheit gehabt, um mit ihm zu reden. Und sie hat ihm erzählt, was sie sich für Sorgen macht und wie fest sie Angst hat um ihre Familie und dass sie plötzlich allein sein könnte. Und ihr Papi hat sie liebevoll tröstet und dann hat er ihr gesagt: Cori, jetzt stell dir mal vor, in 2 Wochen fahrst du mit dem Zug irgendwo weg zu deinen Grosseltern oder so. Würde ich dir dann das Geld für das Ticket jetzt schon geben? Cori hat überlegt, nein, wenn es mir jetzt schon gibst, dann würde ich es ja vielleicht verlieren oder so. Ich nehme an, du gibst es mir dann kurz, bevor ich abfahre. Und der Papi hat gesagt: Genau, Cori. Und so ist es auch mit Gott. Er weiß, was du brauchst. Und manchmal passieren schlimme Sachen in deinem Leben. Es kann sein, dass jemand von uns sterben muss. Es kann sein, dass man jemanden verliert, der einem wichtig ist. Oder dass sonst etwas Schlimmes passiert. Aber Gott wird immer im richtigen Moment die Kraft dazu geben. Cori hat das nie mehr vergessen. Und auch später in ihrem Leben hat sie immer wieder merken, wie das wirklich die Wahrheit war. Wie Gott immer im richtigen Moment die nötige Kraft gegeben hat. Und darum musst auch du keine Angst haben. Du darfst wissen, wenn Jesus dein guter Hirte ist, dann, egal was passiert, gibt er dir auch Kraft dafür. Du kannst ihm einfach von deinen Ängsten, von deinen Sorgen, von deinen Problemen erzählen und er kümmert sich um dich. Er gibt dir die Kraft, die du brauchst und er kann dich durchtragen. Er hilft immer rechtzeitig. Er kommt niemals zu spät. Cori war sehr klein, als sie Jesus als ihre gute Hirte angenommen hat und wo sie das Leben mit Jesus angefangen hat. Aber es war sehr wichtig und sie steht nicht zu klein. Sie war nicht zu klein, um Jesus zu kennen, um mit Jesus zu reden, um sich von ihm brauchen zu lassen. Niemand ist zu klein. Gott kann jeden einzelnen Menschen brauchen und er möchte auch dich brauchen. Und auch du bist wichtig für Gott. Gott möchte jeden Einzelnen brauchen und er möchte auch, dass du zu seiner Herde gehörst. Er hat dich nämlich geschaffen und er hat einen genialen Plan für dein Leben. Und jetzt möchte ich unserem Gott noch Danke sagen. Für den Tag danke, dass er einfach einen Plan für unser Leben hat, dass er uns brauchen möchte. Herr Jesus, ich möchte dir einfach Danke sagen für den Tag, den du schenkst. Danke für die Geschichte, für das Leben der Cori. Danke, dass wir sehen, dass du unser guter Hirte bist und dass du jeden Einzelnen möchtest brauchen. Amen. Jesus ist unser guter Hirte und mit ihm sind wir nie allein. Und darum singen wir jetzt zusammen das Lied «Ich bin nicht allein». Thank you.
Ja, Jesus ist unser guter Hirte und darum müssen wir keine Angst haben. Und das bringt uns auch gerade zu der ersten Frage. Dort heisst es nämlich, was hat der gute Hirte in der Geschichte gemacht? Antwort A. Er hat das Schaf gehen lassen und sich um alle anderen 99 gekümmert. Antwort B. Er hat alle Schafe stehen lassen und ist das einzige suchen gegangen. Oder die Antwort C. Er ist hässlich geworden, weil das Schaf weggelaufen ist und sich so in grosse Gefahr gebracht hat. Und die zweite Frage, die heisst, warum sagt der Cory ihrem Vater, dass sie sich keine Sorgen darüber machen muss, was in der Zukunft geschehen kann? Antwort A, weil er sie ruhig stellen wollte. Antwort B, weil Gott nie zulässt, dass etwas Schlimmes passiert. Und Antwort C, weil Gott zur rechten Zeit die nötige Kraft gibt. Und die dritte Frage, wie hat Gott der Cory ihr Kindheitsgebet erhört, was sie für die Menschen aus der Smedesstraat gebetet hat? Antwort A, Cory hat als Erwachsene ein Mädchenlager geleitet, wo sich viele von diesen Mädchen bekehren durften. Die Antwort B, sie ist selber nach Smedesstraat gegangen und hat den Menschen von Gott erzählt. Oder die Antwort C, Cory hat nie gesehen, wie ihre Gebete erhört worden sind. Und auch das Mal haben wir wieder einen coolen Preis, und zwar die Treats. Keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Sind so mit Peanut Butter und Schoki rundherum. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dass ihr mitmacht und das gönnt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal und sagen, ja, schöne Zeit. Hey, macht's gut. Tschüss Ciao zusammen. zusammen. Tschüss. Cory hat Geschichten nämlich geliebt, über alles. In dieser Geschichte, es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, da geht es um den guten Hirt. Es war ein guter Hirt, der hatte eine riesige Herde von 100 Schäfchen. Und die Schäfchen hat er jeden Tag gezählt. Und an einem Tag hat er gemerkt, dass eines von diesen 100 Schäfchen gefehlt hat. Aber das eine Schaf, das hat sich gedacht, ja, vielleicht hat es dort ein besseres Gras oder ich kann das auch allein, ich brauche den Hirt gar nicht. Und so ist es einfach von seiner Herde weggelaufen. Dem Hirt ist das eine Schaf so wichtig gewesen. Das eine Schaf hat er so fest geliebt, dass er die 99 einfach stehen lassen hat und gegangen ist, das eine Schaf zu suchen. Und als sie dann 5 war, hat Cory wirklich verstanden, dass Jesus ihre eigene gute Hirt ist. Und sie hat ihr Leben ganz Jesus übergeben. Und in dieser Smedesstraat haben ganz viele Alkoholiker gelebt. Und die Leute, sie sind oft schon früh am Morgen besoffen und dann haben sie miteinander gestritten. Und dann ist es ziemlich schnell einmal zu Schlägereien gekommen. Jedes einzelne Mädchen hat irgendeinen Bezug zu dieser Straße gehabt. Und in diesem Camp haben ganz viele von diesen Mädchen Jesus kennenlernen und als ihre gute Hirte annehmen. Und es sind mega viele Menschen aus dieser Smedesstraat gerettet worden. Gott will nur das Beste für uns. Er sieht alles und er weiß alles. Und weil er alles weiß, weil er das ganze Leben sieht und kennt, weiß er auch, welche Antwort die beste ist. Und manchmal ist es Nein die beste Antwort. Wir dürfen Gott ganz vertrauen, dass er nur das Allerbeste für uns will, dass er immer Kontrolle hat und dass er einen genialen Plan hat, auch für dich.